Jetzt. Land! Ich habe gar nicht aufgenommen. Einmal. Ja, grüezi miteinander. Heute spielen wir Mario Kart 8 Deluxe. Und wir haben zwei neue Gäste da. Ein junger Herr und eine junge Dame. Wie ist ihr Name? Wie ist ihr Name? Bist du da? Und ihr junger Herr? Du hast Antenne dort. Kopfritsch. Nehmt eure mit. Habt ihr eure mitgenommen? Junge Herren, junge Damen, wir sehen da gerade wieder die Mies von den zwei Rennfahrern. Und zwar links haben wir den Büschra und rechts haben wir den Zerat. Zufällige Gäste. Komm zurück, drück, du kannst drücken. Ja genau, irgendwie so etwas. Guck mal, der Zerat hat Antenne. Antenne, nein, ist nicht egal. Verschuße diese Kiste. So, meine jungen Damen und Herren, und da sehen wir gerade nochmal jemanden von der Schweiz, Flossi. Oder? Die meisten sind von Deutschland und Frankreich. Wir spielen gerade regional, und zwar ist das in Europa. Und fangen wir an gerade mit Zerat, führt gerade vor Büschra und wie wir sehen, 8. Platz. Ja, oh. Ja, das ist heiß. Das ist sehr heißes Rennen jetzt gerade. Büschra hat überholt. Mit 500 km/h. Unglaublich. Und zwar gerade kämpfen die gerade wirklich. Nee, wie lange Alman schon gibt es? Im Moment geht es wirklich hart auf hart. Büschra am 11. Platz und Zerat am 10. Platz. Natürlich, meine Damen und Herren, wie wir sehen, Zerat hat gerade einen Vorteil natürlich mit der Antenne. Mit der Antenne. Natürlich fühlt sich das ein bisschen unfair an gegenüber Büschra, weil sie ganz normal spielt. Mit den normalen Einstellungen. Oder meinen Sie auch, was sagen Sie dazu? Ja. Genau. 2, 3, 4. Und der junge Herr da, was meint er dazu? Nö. Also, er meint nichts dazu. Büschra mit ihrem Pilz gerade 8. Platz und Zerat verloren hinten dran 9. Platz. Meine Zuschauer und Herren und Damen, was auch immer. Okay. Natürlich spielen wir jetzt gerade online im Europa Champions League. Nein, das ist jetzt einfach etwas. Und wir haben einen von Griechenland, der Ausländer, gerade da neben dem Belgier. Sind wieder am Start klar, jeder ist startklar. Vergesst nie, Leute, bei 2 auf Gas drücken, damit ihr den extra Boost am Anfang bekommt. Die Frage ist jetzt natürlich, ob der Serhat mit seinem Zelda Motocross, was auch immer, oder Motor, wirklich für sich kommt jetzt gerade. Wie ihr gesehen habt, hat er seine Antenne gerade abgestellt und fährt wie jeder andere normal, oder? Nicht cheaten und so. Und jetzt haben wir Büschra ein bisschen hinten drin und ich merke gerade, dass beide fast nie driftet. Das ist natürlich ganz schlecht, also das ist ein grosser Nachteil und der Serhat geht aber Gott verdammt nochmal, das geht so nicht. Ah, Gott verdammt, sag mal! Das ist einfach schlechtes Gameplay und gerade aufgenommen, 8. und 9. Platz und wir haben den Serhat 12. Platz. Zwar ist er jetzt mit seiner Rakete wahrscheinlich wieder
Vorne dran. Ah, doch nicht. Beide sind immer sehr nah hintereinander. Nur Büschra hat jetzt das Vorteil gehabt mit der Rakete. Auf 4 Platz zu kommen. Wenn sie es jetzt nicht versaut. Oh nein, Gott, da habe ich nochmal. Jetzt hat sie es versaut. 6. Platz. Wird sie den 6. Platz behalten? Nein, es kommt der Nick. Der Nick von Deutschland. Überholt sie. Und noch ein anderer. Der Name ist gerade nicht vorgekommen. Oh, sie ist im. Oh, ist ja gar nicht letzte Lap. Meine Damen und Herren, wir nochmal eine Runde. Das ist jetzt die letzte Runde. Der hat wieder am Cheaten, wieder mit seiner Rakete. Und Büschra wieder aufgeholt, 9. Platz. Hinter dem Nick. Zerat übernimmt Kontrolle, aber verliert sie wieder. Und Büschra überholt ihn da. Und ist gerade auf den 10. Platz. 9. Platz. Natürlich. Zerat ganz dicht hinten dran, aber kann nicht aufholen. Büschra ist 10. Platz. Und Zerat hat somit die Runde verloren. Was meinen Sie dazu? Frag nicht mehr! Was meinen Sie dazu? Nicht gut. Wieso nicht gut? Einfach. Also? Also. Was also? Könnt ihr mir da detailliert erklären? Ja, danke fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonnieren und eure Idee uns erklären bei den Comment Sections, wie ich letztes Mal im Kanal-Update gesagt habe. Und vielen Dank für die 10 Abonnenten, die wir gerade haben. Danke für euren Support und wünsche euch noch einen schönen Tag.